zurück zu einer weiteren kleinen Aufnahme von The Long Dark, ja, ja. Leck mich am Arsch. Fallout 3, natürlich. Genau. Kurzer Blick. Ich habe schon eine Weile nicht mehr gespielt. Jetzt da. Muss ich immer wieder schauen. Hund, gell, du kannst da nichts mitnehmen, oder? Bis ich wiederkomme. Nee, schade. Hm. Ja, sauf das alles mal. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hier um dumm laufen. Kurzer Blick. Ja, was denn? Dogmeat. Ja, man hat sonst nichts zu tun, außer Wasser saufen aus der Toilette. Wo sind wir eigentlich? Ich weiß es nicht mehr. Ah! Wir sind ja irgendwo in der Stadt, gell? Naja, wir werden es herausfinden. Wenn ich nur wüsste, wo wir wirklich sind. Oh, toll. Na, wenigstens das kriegen wir. Oh, Laserpistole. Cool. Lackierer, Staubsauger, leer. Ernsthaft Spiel. Ähm. Muss ich nochmal schauen. Sturmgewehr. Ach nö, der Hund ist ja hier gleich bescheuert wie in Fallout 4. Naja. Was ist denn los, Junge, hä? Habe ich keine... Voltec Hauptsitz sind wir gerade unterwegs. Okay, gut zu wissen. Level haben wir ja keins, gell? Sonst hätte das Spiel schon längst umgeschalten. Na gut. Wir werden schon was finden. Altmetall, bla 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 bla. Oh, leer. Ich und meine orientalische Orientierung. Gastbeziehung. Hä? Ah, wir sind hier im Foyer. Hm. Eine Party ohne uns? Ach schön. So, tut mir leid, ich muss jetzt wieder mal ein bisschen mich nach den Funktionen umschauen. Ah, schon besser, sehr gut. Hm. Entschuldigung. Öffnen spinnt.
Hm. Kühlschrank. Brauchen wir alles derweil nicht. Wir sind momentan relativ gut unterwegs. Wer Grinsebacke, ha? Na gut. Wissen wir das auch? Hm. Kernspaltungsbatterie, was hast du? Nix. Weißt, würden wir ein Buch finden, wäre das ja schon von großem Vorteil. Ja, danke, Spiel. Jagdflinte braucht man nicht. Vault 101. Ja, ja. Ruhig Bluthund. Ruhig Bluthund. Und Blut. Gebiet wird auf feindliche Einheiten abgesucht. Gebiet gesichert. Ja, ja, das denke ich mir, dass du das Gebiet gesichert hast. Aber wisst was? Ich weiß nicht, weißt, es ist jetzt ein... Wir können mal ein bisschen plaudern, es passiert eh nicht so viel. Aha. Zittertalk. Wir können ja mal ein bisschen plaudern. Aber irgendwie passt mir das hier gerade mit der Waffe nicht. Die ist nämlich fast Kaputovic. Maschinenpistole. 32er Pistole. Naja. Nehmen wir die ein bisschen. Ja, so machen wir es. Wir werden jetzt mal ein bisschen plaudern. Heute ist der 2. Jänner, 19 Uhr. Der 2. Jänner 2026. Was ist relativ aktuell, die Aufnahme? Um 19:53 Uhr. Genau. Ich habe noch ein paar Tage Urlaub und es hat sich ergeben, dass ich eigentlich viel aufgenommen habe. Über Weihnachten und Silvester. Grund krankheitsbedingt. Ja genau. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Das war mal wurscht. Bis da oben. Keine Bewegung. Bitte Waffen niederlegen und aufgeben. Ja sicher. Also du bist eh fast kaputt. Oh. Hey! Na, nicht auf den Hund, du Depto. Hier komme ich nicht hoch. Naja, weißt du was, dann leck mich. Aber kreuzweise. Weil wo ist... Nach Vernon Square. Ich weiß gar nicht, gibt's hier die Möglichkeit, Daten? Weltkarte. Wir müssten dorthin zu Free Dog. Ja, genau. Weißt du was, das machen wir jetzt einfach. Scheiß drauf.
Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit zum Plaudern. Jetzt mal ein bisschen, wie sagt man so schön? Walltag. Mal ein bisschen über den Hintergrund, was sich gerade im Hintergrund alles tut. Zwecks Kanal. Und du kannst gern reinlaufen. Weil im Hintergrund hat sich jetzt etwas getan. Aber gewaltig. Derzeit läuft ja Sturmgewehr. Derzeit läuft ja eigentlich nur der Long Dark, Mass Effect. Mass Effect 3 meine ich. Kurz einen Blick. Und im Laufe der Zeit kommt dann noch eine Partie, 8 Episoden PES. Ich glaube, die zweite Staffel war das dann gleich drauf. Und dann kommt... Was kommt als nächstes? Ich hau das dabei auch weg. Ich habe den Platz nicht, tut mir leid. Ja, 4 Spiele bis Ende Juli oder Anfang Juli. Ja, genau. Und so, jetzt muss ich dem Hund aber helfen. Triffst du Mösenberger? Na, hoffentlich. Sehr gut, jetzt sind wir bald vor Level. Oh, Level 8 gehen wir schon ran. Sehr gut. Wo war ich stehen geblieben? Genau, es hat sich jetzt über Weihnachten, Silvester, hat es sich jetzt so zugetragen, dass ich viel Zeit gehabt habe, aufzunehmen. Ich gebe es ehrlich gesagt zu. Und je nachdem, wie intensiv du den Kanal verfolgst, Redex, Munitionskiste, können wir brauchen, sehr gut. Wird es dir dann später auch auffallen, dass sich die Spiele, die kommen werden, ein bisschen von dem üblichen abheben? Aha, mein Abheben. Es sind, ich gebe es ehrlich gesagt zu, es sind ältere Spiele dabei, es sind neuere Spiele dabei. Es sind Shooter dabei, storyintensive Spiele, oder sehr storylastige Spiele. Dann ist jetzt dabei ein Spiel, das dauert ca. 5 bis 6 Stunden, basierend auf einer Buchvorlage und einer Serienvorlage oder einer Serienadaption. Da kommt was, das muss ich aber erst aufnehmen. Ja, ich habe einiges in petto und auch generell. Hund, du bist so ein Volltrottel. Ja, ich habe die Chance genutzt, mal Spiele zu spielen, die seit Jahren auf meiner auf meinen verschiedensten Systemen herumliegen. Egal ob es der PC ist, egal ob es die Xbox oder auch die PS4 ist. Ihr dürft mir aber bitte nicht böse sein. Und das sage ich jetzt
Ach so. Ja, ja. Wo bin ich hier reingelaufen, bitte? Sag mal, wie drüber ist denn der Hund? Ruhig Blut, Junge, ruhig Blut. Es ist nichts passiert. Ähm... Hund, geh mir nicht auf den Zeiger, sonst schicke ich dich nach Hause. Bin gespannt, ob er trifft. Sehr gut. Und wir werden eine Zeit nur einen Sendeplatz haben. Das müsst ihr euch gleich... Je nachdem, wer den Kanal noch verfolgt. Mit dem müsst ihr euch also Zeit abfinden. Ja, und ich habe auch vor, die Sandbox von The Long Dark, die 5. Staffel, die derzeit läuft, als vorerst letztes zu bringen. Ich habe zwar zwischenrein 3 Staffeln oder 3 Aufnahmen gemacht, 3 etwas größere, mit Mods inkludiert. Die werde ich aber derzeit mal links liegen lassen. Und derzeit spiele ich eine Staffel oder eine Sandbox ohne Mods. Die ist relativ erfolgreich, die möchte ich später mal bringen. Und mich zwischenzeitig aber mit dem Story-Modus auseinandersetzen vom Spiel. Und zwar, weil ja Episode 5 in Kürze erscheint. Also Ende... Wann kommt sie? Irgendwann im März, glaube ich. Ja, genau. Das mal von dem abgesehen. Da ist irgendwo was. Bin ich schon wieder überladen? Natürlich, gell? Jetzt schauen wir mal. Kampfrüstung 16, Schleichen plus 5. Schwierig, was soll ich da alles nehmen? Oh! Himmelarsch und Zwirn. Weißt du was? 18 Kilo. Wir legen die dabei ab. Wir werden sicher später nochmal eine kriegen. Da oberhalb ist was.
Ich schaue nochmal wegen einer anderen Waffe. Ich muss mich ein bisschen durchprobieren. Ich habe schon, weißt du, wie lange nicht mehr gespielt. Ja, nimm die derweil. Scheiß drauf. Hä? Es werden 2 Shooter folgen. Die laufen getreu unter dem Motto Lückenfüller. Genau. Der eine ist etwas kürzer, der andere ist etwas länger. Mhm. Bitte nicht böse sein deswegen, aber ich habe so Bock gehabt auf beide Spiele. Beide hatte ich schon mal am Kanal. Das ist jetzt aber 4 bis 6 Jahre her. Sei es drum. Dann kommt ein Storyspiel. Da erwähne ich es des Öfteren, dass ich mir dann den dazugehörigen Roman bestellt habe, weil ich wissen will oder weil ich die Geschichte dazu selber nochmal lesen wollte. Sag mal, Hund, du kleiner Affe. Da war ja irgendwo was Rotes. Wo ist dieser Punkt hin? Da. Boah, ich kenne dieses Eck gar nicht vom Spiel. Naja, gut. Dieses Spiel basierend auf dem Roman, das sind ca. 13 Episoden. Kann ich dir jetzt schon verraten. Teile möchte ich dir nicht verraten, was ich mir alles sonst noch vorgenommen habe. Es wird auf jeden Fall einiges kommen. Vorerst mal. Ich bin mittlerweile schon am Reihenfolge raussuchen, wie ich das Ganze am besten bringen kann. Genau. Das einmal auf jeden Fall. Und wie gesagt, The Long Dark, die Sandbox wird mal passieren. Das kann ich euch auch schon verraten. Es muss mal ein bisschen was Neues her. Eigentlich war es ja angedacht, so große Projekte wie... Jetzt weiß ich nicht. Ich meine, die Sandbox von The Long Dark kannst du ja auch spielen bis zur Vergasung und zur Verblödung. Ja, da kannst du ja auch 3000 Stunden drin investieren. Ist leider so. Und bis ich in die entfernten Gebiete komme, ich glaube, ja, da wachsen dir und mir graue Haare. Wenn wir sie nicht schon alle zusammen haben. Und solltest du ein Mädel sein, dann wachsen dir auch bereits graue Haare bis dato. Hm, das kannst du mir glauben. Ich wollte doch zu dieser bescheuerten Mission. Freedom Station. Ich kenne mich... Momentan bin ich hier ein bisschen überflördert. Überentblödet. Ja, weil ich nicht weiß, wo ich da hinkomme. Naja. Weißt du was? Freedom Station. Braves Hundchen. Ja, ich weiß, mir geht das auch schon auf die Eier, dass ich mich nicht mehr auskenne in dem Spiel. Brauchst du keine Sorgen machen.
Ja, müssen wir dabei halt so belassen, hilft nichts. Ja, ja, Mensch, ich weiß, du willst ja gleich wieder auf, du willst ja gleich wieder volles Risiko. 2-1 Risiko, Risiko. Kuckuck. Keiner hier. Und nein, ich kann es dir ehrlich nicht sagen, wie lang Fallout 3 gehen wird diesmal. Ach, bist du hübsch. Du bist ja ganz ein Gebeutelter. Und eins kann ich dir jetzt schon verraten, dass... Was für dich wichtig sein wird, so wie es derzeit läuft mit dem Kanal, also mit dem, dass ich meine Ruhe habe beim Aufnehmen, passt mir derzeit sehr gut. Ich nehme eigentlich eh nur mehr auf, wenn ich, oder ich zock eigentlich eh nur mehr, wenn ich aufnehme. Ja. Der Hund ist so unberechenbar. Weil ich nicht weiß, was er vorhat. Die kleine Gurke. Zwei. Oh je. Sturmgewehr. Ja. Wow. Herrlich. Menschenfleisch, na bitte. Also Dogmeat, da hast du einen Vettern. Okay. Ja, jetzt weißt du ungefähr, was im Hintergrund abgeht. Nur zu den Spielen selber verrate ich jetzt noch nicht viel. Die ihr das sehen werdet. Vielen werden die Spiele bekannt sein, einigen nicht. So, jetzt schon. Sehr gut.
Schule und Raider? Ist doch nicht dein Ernst, oder? Und nur weil es heißt, der Weg ist das Ziel, heißt es noch lange nicht, dass unser Weg uns zum Ziel führt. Ja. Ich hörte ja gerade einen Raider oder habe ich mich verhört? Ja, aber ich will endlich zu diesem Snoop Dogg, Blue Dog, Three Dog. Thank you for using Metro. Enjoy your visit. Na bitte. Und wie gesagt, das mit den Spielen, welche ihr das sehen werdet, seht ihr dann im Mai. Mehr will ich jetzt dazu auch nicht verraten. Nur so viel. Was liegt da am Boden? Ah. Oh. Du sollst den hier durchsuchen, du Affe. Ich habe null Ahnung, wo wir sind. Jetzt sind wir wieder von dem Trottel so weit entfernt. Hm. Hm. Zwei Stunden später. Weg ist er. Schade. Schade. Na bitte, mit Jungs und Mädels. Zap, 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 zap. Ich würde Dinge benötigen. Stimpack. Redex Haarklammer. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Junge, du schnaufst schwerer wie eine Dampfwalze bergauf. Ich würde zum Arzt gehen. Hä? Da bist du. Kontakt bestätigt. Verstärkung an Ihrem Blickfeld. Wo? Das Ödland wird verletzt, dass es nicht gehen darf. Weißt was? Wir schauen mal, was wir über die Bruderschaft jetzt hier rausfinden. BZW. Astrid,
bist du? Weitergehen. Danke, du Affin. Naja. Die Bruderschaft halt. Obwohl sie mir hier in dem Teil sogar lieber ist wie in Fallout 4. Das muss ich halt auch gestehen. Das hat jetzt zwar nichts mit deren Einstellung zu tun. Das hat wohl eher was mit deren Obersten zu tun. Oder wie heißt der? Mal ein bisschen. Scheiße, wie hieß der Oberste? Wie hieß der befreite Maxen? Ihre Maxen? Das war der in Fallout 4. Sehr gut. Junger Mann, sie werden immer schlechter. Was ist hier? Oh. Stimpack Redaway. Aufbereitetes Wasser, das können wir sogar mitnehmen. Voll cool. Ja, wie gesagt, nur weil der Ziel das Weg ist, nur weil das Weg der Ziel ist, du weißt, was ich meine, heißt es noch lange nicht, dass wir das Ziel auch erreichen. Energiezelle. Nein, du sollst. Ja, zwei Stealth. Body nehmen wir mit. Wir reisen mal kurz daher. Ich will endlich zu diesem Blue Dog, Hound Dog, Dog Hound, Hound Dog, Dog Meat, Meat Dog, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Massachusetts, was? Massachusetts Avenue, okay. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist mir Rauch völlig egal. Natürlich. Was ich nicht ganz verstehe, wieso geht alles auf den Hund?
Na gut, ich meine, Dogmeat war schon immer in dieser Reihe wie sagt man? Ein fast dezenter Gotthund. Ist. Kommen wir hier weiter? Nö, wir entfernen uns wieder von diesem Punkt, wo ich hin will. Naja. Ah. Bleiben Sie doch mal ruhig. Bleiben Sie doch mal ruhig. Junge, der war wirklich gut. Wow, ich bin mächtig begeistert. Brav Hund, brav. Ganz ein braver Hund, du. Nicht. Was, die können wir eine Zeit nutzen. Jetzt geht's. Ist halt wirklich nur interessant zu wissen, wo ich hin will. BZW, ich weiß zwar, wo ich hin will, aber ich weiß nicht, wo ich hin muss. Entschuldigung. Oh. Geringfügige Red. Fair. Dingsbums -1. Ausdauer. Ich kann mich jetzt nur so mal orientieren. Ich laufe wieder in die falsche Richtung. Ich müsste rein theoretisch hier entlang. Hm. Wir können eh noch mal von dort drunten.
Hä? Sag mal, wo laufen die denn hin? Sehr brav. Galaxy News, wir sind hier, glaube ich zumindest, weiß ich nicht. Hm. Auch nur glauben, dass wir schon da sind. Metro Junction. Ja, es kann sich ja nur mehr um Jahre handeln, ne? Bis wir dort sind, wo wir hinwollen. Okay. Wow. Ja, ja, Hund. Halt die Schnauze. Also, was? Ich glaube, wir müssen... Ja, wir müssen nochmal runter und dann die andere Abzweigung marschieren. Hui.
Ein Raider. Tja, jetzt heißt halt nur mehr den Ausgang finden. Dass wir zu diesem Galaxy News kommen. Ja. Hund. Naja, das sieht schon sehr nach Bruderschaft aus. Genau, ältester Maxen, so hieß der in Fallout 4. Aber wie hieß die Schweinebacke hier? Nö. Tja. Wo ist dieser Ort, wo ich hin will? Und von hier sind wir gekommen. Hm. Ja, sorry, dass wir so ein bisschen dumm laufen, aber irgendwie... Minuteman. Museum. DuPont, Danleytown, Friendship. Das ist jetzt aber die letzte Möglichkeit, die ich sehe. Vernon Square. Das bringt mir alles nix. World Shelter. Freedom Station. Kenn ich nicht. Hund! Ah. Ja, hier waren wir aber schon. Ich sollte mal speichern.
Ich höre permanent irgendwas. Der Hund, weißt, ehrlich gesagt, der Hund ist gleich unnütz hier wie in Fallout 4. Fallout 4 schicke ich ihn auch permanent nach Hause. Weil er nur im Weg steht. Was darf's denn sein? Bieten Sie irgendetwas zum Verkauf an? Wenn der Preis stimmt? Wie lautet das Angebot? Und deswegen frage ich dich ja. Rotzbeppen. So. Sorry. Ein weiterer zufriedener Kunde. Naja. Tschüss! Das finde ich egal ob jetzt hier in Fallout 3 oder in New Vegas. Weißt, dieses Synchro. Tschüss. Ja, ja, Hund, beruhig dich. White Line. Eastbound Vernon Square, Eastbound Vernon Square, Westbound Metro Central. Getreu dem Motto, hier wächst eine zweite Nudel. Redline Plattforms, keine Ahnung. Okay. Ja, ich mache hier mal eine Pause. BZW. Hier endet mal Episode 5. Episode 6. Siehste nach dem Intro. BZW Outro und Intro. Ah. Museum of Technology and Monuments. Monuments of American History and Monuments. Okay. Also Monument halt, ne? Geil. Minuteman. Ach du Scheiße, wir treffen auf Preston Garvey. Scheiße. Das ganze Spiel im Arsch.
Okay, weißt du was? Wir sehen uns nach dem Intro, beziehungsweise, ja, bis gleich in Episode 6 und dann hoffentlich und dann hoffentlich in Richtung Bruderschaft BZW Galaxy News Radio. Bis gleich, Baba derweil. Remember every word you said, but you never called me back. Time that I tap my heart, laughing like a cloud. Of those dear hearts, oh, people who live and love in my home. I can't deny that I am thinking about you all the time. Summer has gone and you turned your back on me. I thought you were the one. Time that I tap my heart, laughing like a cloud. Of those dear hearts, oh, people who live and love in my home. Grüß dich zurück zu Fallout 3. Wir versuchen jetzt endlich mal diesen Outpost oder diesen Posten der Bruderschaft zu finden. Und alles nur, dass wir zu Galaxy News Radio kommen. Genau. Mal schauen, ob ich richtig lieg oder noch immer falsch unterwegs bin. Okay. Ein paar Kronkorken können wir immer brauchen. Bissiger Hund. Na? Schnaufi. Hundefleisch. Was kann man essen? 2 Rad, TP, 6 Punkte. Okay. Ja, okay. Ich mein, unser Charakter ist mittlerweile eh schon so verstrahlt wie Schwein. Ich weiß nicht, wo ich da hinkomme oder wie ich dort am besten hinkomme. Egal. Gerade durch den Blödsinn lernen wir wenigstens die Karte ein bisschen besser kennen. Was ist hier? Metro Access. Dietrich 50 benötigt. Toll, das habe ich nicht. Waffenlos plus 5. Naja. Ich meine, gut, wir spielen eigentlich eh nur mit Waffen, aber... Brav Dog Meat. Das Ganze hat halt seinen positiven Aspekt, dass wir mit dem Level ein bisschen weiterkommen. Schluss mit dem Mist. Komm raus und kämpfe.
sagst du mir. Na gut. Buch wäre toll. Krognak der Baba, schön. Hier. Lesen. Nahkampfwaffen um 1 erhöht. Naja. Zigaretten, Whisky, leere Brauseflasche, brauchen wir alles nicht. Kuckuck! Ist hier jemand? Du bist tot, Dreckskerl! Get- Super! Nein! Dogmeat, du bist so ein Volltrottel. Entschuldigung den Ausdruck. Oh, Sollte nicht lang dauern! Ja! jetzt ist die Waffe kaputt. Schauen wir mal, vielleicht können wir sie ja reparieren. Ja, die war's. Die ist jetzt kaputt. Super toll. Okay, vom Sturmgewehr haben wir auch keine Muni mehr. Naja. Nehmen wir dabei die. Es tut mir leid! Bitte! Hat doch nur Spaß gemacht! Ja, ja. Du kleine Arschpfeife. Frage, warum? Ja, wenn ich jetzt noch ein Sturmgewehr einpacke, dann... Ja, eh schon wissen. Truhe. Oh! Was liegt hier? Ein kleines verbranntes Buch, eine Kaffeekanne. Was ist hier? Nix. Weißt du was? Dogmeat, du wirst jetzt mal 9 Uhr, 21 Uhr 31. Wir werden hier mal 12 Stunden schlafen. Machen wir 10 Stunden. Und ob wir jetzt mit 8 Jahren Verspätung ankommen am Ziel oder erst in 300 Jahren, sei es drum. Wir müssen trotzdem schauen, dass wir alles irgendwie reparieren. BZW. Wenn es sich ergibt. Er macht nur 8 Schaden. Weg damit. Brauchen wir nicht. Wieso hast du jetzt die Pistole weggekaut, du Dorfdepp? So Mädchen, was hast du denn eingesteckt? Nix. Dachte ich mir. Ich würde noch immer den Weg zur Bruderschaft suchen. Kampf. Hey, da können wir unsere reparieren. Glaube ich halt zumindest. Ah nein, die habe ich ja weggekaut, gell? Nee. Naja. Ist zwar nicht das, was ich gesucht habe, aber sei es drum. Ich meine, wir haben in der letzten Aufnahme schon ein bisschen offen über die Zukunft des Kanals ein bisschen so geplaudert. Wenn es dich interessiert, sagt's. Heißt's.
Ich habe da Folgendes vor. Zurzeit, es ist ja kein Geheimnis, läuft auf Amazon die Fallout-Serie, die ich zu meinem Empfinden sagen muss, doch relativ gut geworden ist, die zweite Staffel. Die erste Staffel zog sich zwischen Episode 5 und 6 etwas. Muss ich offen und ehrlich gesagt gestehen. Tot, Dreckskerl! Ja, nehmt sie auseinander! Ich red gleich weiter. Schön, wenn sie sich... Ich suche nur gerade. Da haben wir noch nicht viel. Scheißen, wir müssen unbedingt. Wenn es sich ergibt, wir müssen dringend Dings machen. Nur, dass du gleich Bescheid weißt. Wir müssen dringend mehr Muni finden. Ruhig Blut, Junge. Ruhig Blut. Staffel 1 zog sich zwischen Episode 5 und 7 etwas. Ich mein, jetzt die Geschichte in Staffel 2 gefällt mir schon ganz gut mit der RNK und allem, was dazugehört. Ich meine, seien wir uns ehrlich, bitte nicht böse sein an die Damen, wenn ich Damen unter den Zuschauern habe, aber diese Ella Purnell, die hat ja so geile Augen. Was mal von denen abgesehen. Irgendwann in der Zukunft. Ich meine, ich habe ja zum Glück über ein halbes Jahr Vorlauf mit allen. Ich habe die Freiheit, mir richtig Zeit zu nehmen, auch später mit dem Zusammenschneiden, sollte irgendwas sein, sollte mir etwas nicht gefallen, etc. 25, toll, Pfeil 4, super toll, da. Und ich habe ja meine Geschichte, die ich für Fallout 4 eigentlich noch erzählen wollte, habe ich ja noch immer nicht gemacht, ne? Weil der letzte Ausflug in Fallout 4 war ja eigentlich nur aufgrund des Überlebensmodus und der Luna-Mod, was halt das Ganze noch ein bisschen herausfordernder gestalten hätte sollen, war ja eigentlich angenehm zu spielen, sagen wir es jetzt einmal so. Es war schon ein bisschen eine Herausforderung. Aber ich möchte die Geschichte, die ich dir erzählen will, noch immer erzählen. Wir haben ja Zeit. Und wenn sich das jetzt noch weitere Episoden zieht, allerdings scheißegal. Ich will ja noch immer erzählen. Mit den Minutemen das Institut angreifen, nachdem Preston triggern und die Bruderschaft angreifen, Fahaba, Nuka Vault fertig machen, mit den Raidern zurück ins Commonwealth. Dann gibt's eine Mod auf der Xbox, die mir schon seit geraumer Zeit in den Augen liegt. Und zwar, es gibt eine Mod, man kann Preston töten. Genau. Und das mit den Raidern aus Nuka Vault, das Commonwealth überlaufen, die ganzen Dinge halt, oder die ganzen Minuteman-Basen oder die Siedlungen umbauen zu Raider-Siedlungen etc. Zig Missionen für die Raider machen und irgendwann mal den Charakter sterben lassen. Ich habe Zeit dafür, ich werde das Ganze mal irgendwie anfangen. Genau. Falls du fragst, es kommt ein zweites Franchise, das etwas größer ist. Da werde ich mir mal Teil 1 vornehmen. Er ist installiert mit einigen Erweiterungen. Ich habe mich ein bisschen informiert. Wenn man jetzt rein nur die Hauptgeschichte spielt, ist man in 15 Stunden durch.
Sämtliches an Erweiterungen werde ich derweil belassen. Ich erzähle euch jetzt noch nicht, welches Franchise das ist. Machen wir mal weiter. Und natürlich, Fallout 3 haben wir. Und ich plane noch immer, planen, das hört sich alles so gedroschen an. Fallout New Vegas ist auch wieder installiert auf der Xbox. Sorry, aber derzeit spiele ich sehr viel Xbox. Am PC, aus Gründen des Alters meines PCs, muss ich das derzeit so machen. Hier ist das Museum. So eine verdammte... Oh. Genau dabei. Ah. Nee. Jetzt schauen wir dann mal, dass wir zu diesem komischen Dings kommen. Und ein bisschen was verkaufen müssen wir. Sehr gut. Level erhöht. Sehr schön. 19 Punkte können wir vergeben. Das ist geil. 19 Punkte. Frage. Unter was zählen... Unter was zählt das Scharfschützengewehr unter kleine Waffen? Konventionellen Projektilwaffen einschließlich der 10 mm Pistole, des Luftgewehrs, des Sturmgewehrs und der Kampfflinte. Energiewaffen. Ich weiß nur eins, wir brauchen jetzt mal ein bisschen mehr im Reparatur. Dingsbums. Dann machen wir noch 5 hier rein. Dann machen wir noch 3 da. Was war hier? Weißt du was? Wir können das andere ja später dazu nehmen. Reparieren wäre jetzt mal das Wichtigste. Und die Dietriche brauchen wir auch. Dann haben wir, warte, was haben wir denn noch alles? Okay, ein bisschen was. Mit dem extra unbefangene Vermittlung erhalten Sie weitere 30 Punkte für die Fertigkeit Sprache, solange Sie einen neutralen Karma-Level haben. Ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut. Das extra Strahlungsresistenz, das braucht man nicht. Extra Rücken, 50% mehr an Ausrüstung. Nee. Das können wir brauchen. Mit dem extra Schnorrer finden Sie in Behältern wesentlich mehr Munition als sonst. Solange Sie ein Gewehr oder eine ähnliche Waffe verwenden, die mit 2 Händen zu bedienen ist, nee,
Die Größe zählt. Mit jedem Rang erhalten Sie 5 Punkte für die Fertigkeit große Waffen. Revolver, Herze. Bleimagen, Windhund. Mit dem extra Windhund können Sie Ihren durchtriebenen Charme einsetzen, um Leute zu beeinflussen. Darüber hinaus erhöht jeder weitere Rang die Fertigkeiten Sprache und Feilschen um 5 Punkte. Ladykiller. Ja, so viele Ladies kennen wir in dem Spiel noch nicht. Mit dem extra Verständnis erhalten Sie mit jedem gelesenen Fertigkeitsbuch einen weiteren Fertigkeitenpunkt. Das nehmen wir. Aber warte ein bisschen. Wir müssen ja schauen, ob... Toll. Abgesägte Schrotflinte. Zählt die dann schon als Nahkampfwaffe? Weiß ich nicht. Doch. Weißt du was? Wir probieren die ganze Geschichte jetzt mit dem Plaza von der oberen Seite nochmal. Blutbeutel. Siehst, ich muss mal schauen, wie viel Kronkorken, dass wir bereits ein... Boah! Ja, zum Reparieren. Gern. Holzhammer brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was ist das? Technisches Museum. Wir haben noch so viel zu tun. Egal. Na, da müssten wir hin. Warte ein bisschen. Wo müssen wir dahin? Ich verstehe es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich glaube, hier sind wir richtig. Oder sind wir richtig? Ja, sorry, hier und da kommt der Dialekt mit rein.
scheißegal jetzt. Ich habe auf der rechten Seite was gehört. Jetzt sind wir auf der Spur da. Ja genau, da. Der Familie Papa. Ist das der Schwachkopf, der uns den Hinterhalt versaut hat? Sieht so aus. Muss ein Tourist sein. So machen wir es in der Lions Pride, ihr verdammten Hohlköpfe. Neuling, Schnauze! Sie bekommen Ihre Ration tot noch früh genug. Ja. Tut mir leid. Hören Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind, aber Sie gehören nicht hierher. Die Supermutanten haben unsere Brüder im Galaxy News Radio Gebäude überrannt. Wir sind auf dem Weg dorthin, um Ihnen zu helfen. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Aber bleiben Sie in Deckung und machen Sie keine Dummheiten. Danke für die Hilfe. Er hatte keine Ahnung, dass dieser Ort so gefährlich ist. Moment, mit dem ich brauche... Ich bin Wächterin Lions von der Lions Pride, von der stählernen Bruderschaft. Keine Sorge, wir sind auf Ihrer Seite. Zumindest hoffe ich das. Es werden also neue Rekruten... Was war das noch über Galaxy News Radio? Momentan gibt es in den Ruinen nicht viele sichere Orte. Aber das Galaxy News Radio Gebäude ist sowas wie unser Hafen im Sturm. Leider wurde das Gebäude in letzter Zeit stark beschädigt. Wir sorgen für die Sicherheit. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, müssen wir aber mal los. Hm, Vorsicht da draußen. natürlich. Mit der Bruderschaft wird alles in Ordnung kommen. Nicht. Ich mag sie nicht. Keine toten Helden heute, okay? Da ist mir Preston Garvey am Arsch lieber. Mit uns. Wie sieht's aus? Ja, danke. Alles ruhig, Wächterin. 5 Mutanten wurden von ihrem Leiden erlöst. Der Rest verhält sich ruhig. Na dann. Jennings? Negativ. Ein neuer Rekrut. Das ist nur ein Streuner, den wir aufgegabelt haben. Der drüben auf der 42. dem Haufen zu den Waffenbrüdern. Verteilen Sie sich und von der Seite an. Vergessen, dass es dich je gab. Ich bin froh, dass das vorbei ist. Na, wirklich? Ja, ich meine, gut, mir ist die Bruderschaft hier in Fallout 3 Feuer konzentrieren! sogar lieber wie in Fallout 4. Naja. Ja, dafür sind sie ja Mutanten. Dafür dürfen sie ja hässlich sein. Hey, Abstand wahren, klar? Wieso? Wurdest du angefasst? Okay. Der Außenposten ist ein Stückchen südlich von uns. Colvin ist unser Späher. Borges und Reddin sichern das Gebäude. Kommen Sie mit mir, wenn Sie wollen. Wir haben den besten Aus. Nimm mal mit. Wie viel Kronkorken haben wir denn jetzt schon eingesteckt? Haben wir sicher schon ein bisschen was. Wie heißt denn eigentlich dieses Schiff, was da im Hafen liegt? Weiß ich nicht mehr. Und? Okay, wir treiben sie heraus und ihr packt sie zusammen. Auf mein Zeichen. Ich speichere hier jetzt mal. Roger. Los. Biester im Blickfeld.
Ich schaue nur gerade, was wir jetzt für Waffe nehmen können. 33 Sturmgewehr. Na, probieren wir's. Jetzt reicht's. Mir reicht's auch. Mir reicht's auch, sonst scheiß ich dir auf deinen Bauch. Entschuldigung. Der Wachdienst ist doch schwachsinnig. Wir werden sehen. Aufhören. Reine Munitionsverschwendung. Alles ruhig hier draußen. Weg. Toll. Sie, wir haben ihm gerade ordentlich eine mitgegeben. 18 Kilo. Noch immer müssen wir 11 Kilo loswerden. Cool. Wir müssen den Wer Bereich durch. sonst? Ja, den brauchen wir jetzt eh. Mein Vater schickt immer nur die Besten. Wenn wir drin sind, kann die Party steigen. Sowas höre ich gern. Direktarbeit erledigt. Also komm gleich rein. Reddit! So, jetzt habe ich mich aber selbst in Mitleidenschaft genommen, gell? Dann setzen wir dem Idioten noch eine drüber. Das dürfte eigentlich genügen, oder? Na, geht's eh noch, Junge? Wow. Die Wächterin Lions. Was hast du für mich, Meister? Jetzt muss ich mal schauen, was wir an Kronkorken derweil innehaben. 960 Korken. Geil. Tja. Wenn wir zurück in der Zitadelle sind, werde ich mit den Gelehrten reden. Es soll vermerkt werden, dass Paladin Reddin ihre Prüfung bestanden hat. Na los. Schauen wir nach, ob es in diesem Drecksloch was zu trinken gibt. Kannst du ja Bier holen, du Pferd. Brauchen wir nicht. Sieht so aus, als wäre die Luft rein. Ich öffne die äußeren Türen. Cool. Okay, das wird jetzt ein bisschen sehr dialoglastig. Ja, fesch, fesch, Männer. Das war ein harter Kampf. Gute Arbeit. Ja, danke schön, Meister. Guter Schütze. Ein Behemoth allein fertig zu machen, ist schon was. Na, erst. Oh. Das mache ich doch mit rechts, mit links, mit oben, unten. Das wird den Jungs in Lost Hills was geben, an die Brauchen wir sie nicht. ein Weilchen zu knabbern haben.
Kampfrüstung. 25 Kilo. Die lassen wir dabei drinnen. Gut, wo ist dieser Free Dog? Gute alte Mutter, ein ausgezeichneter Schussbruder. Ich kann nur hoffen, eines Tages auch so gut zu schießen. Ja, dann fang mal an zu üben, du. Noch mehr Geduld. Dann fang einfach mal an. Und Hund, wenn du mir noch einmal im Weg stehst, schicke ich dich nach Hause. Ihr Blick sagt alles. Sie denken, wer zum Teufel ist dieser Kerl und was geht er mich an? Gut. Seien Sie darauf gefasst, erleuchtet zu werden. Ich bin Three Dog, Plattenleger und Stimme der Wahrheit, Herr und Meister des besten Radiosenders der weiten Wüste, Galaxy News Radio. Und Sie? Ich weiß, wer Sie sind. Hab von Ihrem Abgang aus der Vault gehört. Auf ins Unbekannte, was? Ganz wie der Papa. Den kenne ich nämlich. Was soll diese protzige Einleitung? Ach du heiliger Mist, der Typ vom Radio. Gut, in 2 Sekunden will ich alles gehört haben, was für mich wichtig ist. Nehmen wir das. Mein Vater, ist er hier? Bitte, ich habe die ganze Zeit schon nach ihm gesucht. Hey, eins nach dem anderen. Nee, Ihr alter Herr ist nicht hier. Nicht mehr. Er hörte den alten Three Dog im Radio und dachte sich, ich wüsste, was hier im Ödland abgeht. Und er hatte recht. Also verklickerte ich es ihm. Aber er verdünnisierte sich. Sieht so aus, als hätte ich meine Art, den guten Kampf zu kämpfen, und er seine. Der gute Kampf, worum geht's da eigentlich? Stellen Sie sich ein Bild vor, okay? Ein Bild des Ödlands, der Hauptstadt. Und was sehen Sie? Nur Ziegel und Steine. Und sonst nicht recht viel, oder? Die Leute hier kommen mehr schlecht als recht über die Runden. Sie müssen kämpfen, um zu überleben und das bisschen zu behalten, das sie noch haben. Dazu kommt noch der andere Mist. Sklavenhändler, Supermutanten, Raiders, die auch ein Stück vom Kuchen wollen und es sich mit Gewalt nehmen. Die Leute wehren sich also. Sie können sich nicht wehren. Nicht gegen solche Feinde. Entweder sie hauen ab oder sie bleiben hier und gehen drauf. Das ist einfach ungerecht. Und da komme ich ins Spiel. Ich kämpfe den guten Kampf und GNR ist meine Waffe. Der Klang der Wahrheit durchdringt das Ödland. Verdammt, jemand muss dem Mist vom Radiosender der Enklave ja was entgegenhalten. Es wundert mich, dass sie immer noch leben. Es sind nicht Worte, die Menschen töten, sondern Waffen. Ich verstehe das mit ihrem Kampf, ja, trotzdem muss ich meinen Vater finden. Es wundert mich, dass sie immer noch leben. Es sind nicht Worte, die Menschen töten, sondern Waffen. Im Prinzip. Scheiß drauf. Ich habe genügend Feinde, die nichts lieber tun würden, als mir eine Kugel zwischen die Augen zu jagen. Das Einzige, was sie noch daran hindert, ist Sarah Lyons mit ihrer stählernen Bruderschaft. Wir haben da einen netten Deal. Sie sorgen dafür, dass ich die Radieschen nicht von unten sehe, und ich gebe ihnen ein festes Dach über dem Kopf. Die Typen da draußen gehören zur stählernen Bruderschaft. Wer sind die Leute? Ich meine, wir kennen's ja, aber ja. So viel ich mitbekommen habe, waren das die Leute, die ihnen den Arsch gerettet haben. Sie halten die Ruinen frei von Supermutanten, damit Leute wie Sie in einem Stück zu Leuten wie mir durchkommen. Ohne die würden wir bis zu den Knien in Mutie-Scheiße stecken. Ich verstehe das mit ihrem Kampf, ja, trotzdem muss ich meinen Vater finden. Tut mir leid, ich bin es so gewohnt, mit einem stummen Publikum zu reden, dass ich einfach davon ausgehe, dass auch Sie nur meine Stimme hören wollen. Also, Sie wollen wissen, wo Ihr Vater steckt? Ja. Okay. Danke. Im guten Kampf gibt's aber eine Regel. Wo Wirklich? Hilfe gebraucht wird, muss auch Hilfe geleistet werden. Na bitte. Ja, ich bin für alle Infos dankbar. Sie wollen also wissen, wo Ihr Papa ist. Und zufällig ist meiner Wenigkeit bekannt, wo er sich aufhält. Er war hier bei Galaxy News. Wir hatten ein cooles Gespräch. Er ist ein echter Stehauftyp. Wenn Sie mehr wissen möchten, müssen Sie zum guten Kampf beitragen. Wenn ich meinen Vater finde, kann ich Ihnen beim guten Kampf helfen. Naja, Ihr Vater ist so ein Wissenschaftler-Typ, so ein Intelligenzler oder sowas.
Glauben Sie wirklich, dass er unsere Sache unterstützen würde, wenn Sie ihn finden? Ganz sicher, er sprach immer davon, das Richtige zu tun. Vielleicht sollte ich ja dazu beitragen. Irgendeine Idee? Als Ihr Vater hier durchkam, verbrachten wir ziemlich viel Zeit miteinander und sprachen über Gott und die Welt. Er erwähnte irgend so einen wissenschaftlichen Krimskrams, den ich nicht verstand. Irgendwas von einem Projekt Purity. Er hat auch etwas davon gesagt, Dr. Lee in Rivet City besuchen zu wollen. Danach ist er schnell aufgebrochen. Wo ist das denn? Noch nie was von Rivet City gehört? Nein, du Affe. Unglaublich. Einfach nur unglaublich. Naja, ein Haufen von diesen Intelligenzlern tat sich zusammen und verwandelte einen gestrandeten Flugzeugträger in eine Stadt. Ziemlich cool, was? Folgen Sie einfach dem Fluss Richtung Süden. Dann können Sie die Stadt gar nicht verpassen. Mei, das ist aber lieb von dir, Meister der Pudelmütze. Du bist einfach... Ja, genau. Ja. Dann machen wir uns auf den Weg in Richtung Rivet City. Also hier können wir nichts mitnehmen. Hier können wir auch nichts mitnehmen. Ach, wie schade. Ach, wie schade. Ach, wie schade. Ja, dann machen wir das so. Dann gehen wir jetzt halt Richtung Rivet City. Weil wir wollen ja natürlich was kaufen und verkaufen. Und die Wirtschaft natürlich ankurbeln, gell? Wieder schauen. Verdammt! Wir haben Reddin verloren. Scheiße, hä? Ja, das... Die Supermutanten mal versuchen, das Gebäude einzunehmen. Naja, wenn ihr wüsstet, was ihr 10 Jahre später in Fallout 4 alles macht. Ha! Naja. Okay. Dann ab nach Rivet City. Nach Reverse City. Ja. Da wollen wir hin. Ort anzeigen. Ach du heilige Wichswachs, das ist da unten. Meinst du, kommen wir vom Technischen Museum da runter? So, hier runter, hier irgendwie. Ja, aber eigentlich hätten wir ja für ein Dings auch noch was tun können. Warte ein bisschen. Wo sind die Aufgaben? Hier. Formicula, die Metrostation Marigold, die Quelle der Feuerameisen eliminieren, Hilfe für die Ausgestoßenen. Ah, das sind dann schon die diversen... Das sind dann schon die diversesten Erweiterungen des Spiels. Warte ein bisschen. Nee. Wir müssen ja was anderes machen. Gibt's nicht für den... Müssen wir nicht für den Free Dog auch was tun? Jetzt sollen die Supermutanten mal versuchen, das Gebäude einzunehmen. Ja. Das kann ja bei euch... Das kann ja bei euch Flachbeutlern nur positiv ausgehen. Nö. So, Free Dog, wo bist denn du? Hä? 17:17 Uhr, wieso schläft denn der Anus? Wow, Sie sehen ja so aus. Sie sind also wieder hier. Sehr gut. Im guten Kampf werden immer neue Soldaten gebraucht. Ich werde Ihnen geben, wenn Sie mir nicht helfen. Ach so. Ja. Hey, immer mit der Ruhe. Kein Grund, gleich auszuflippen. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Ja, bitte. Ja.
Hey, nicht jeder ist für große Heldentaten bestimmt. Manchmal sind die ganz kleinen Rollen im Kampf die allerwichtigsten. Gut, Moment, wir kennen uns doch gar nicht. Vielleicht viel zu bieten scheinen sie nicht zu haben, wenn sie ständig herumhängen. Warum vertrauen sie mir? Wir kennen uns doch gar nicht. Die Tatsache, dass sie die Bruderschaft zu mir durchgelassen hat, sagt mir, dass sie in Ordnung sind. Und ihr Vater schien mir auch okay zu sein. Außerdem kriege ich von ihnen ein paar ganz gute Vibes. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Genug gequatscht. Sagen Sie mir, was der Grund für unsere Unterhaltung hier ist. Was könnte ich wohl für Sie tun? Ich bin bekannt und habe Talent. Was mir fehlt, sind die Leute, die draußen für mich arbeiten. Klar, die Bruderschaft behält uns im Auge, aber mehr auch nicht. Galaxy News braucht einen Anpacker. Jemanden, der rausgeht in die böse, weite Welt und den Stier bei den Hörnern packt. Na, was Oh ist? yeah, baby. Sind Sie dabei? Natürlich. Gucken Sie nicht so blöd und beantworten Sie meine Fragen. Ja. Ich höre andauernd irgendwas. Das meiste ist belanglos, aber hier und da schleicht sich was an deine Frau ran und geht ihr an die Wäsche. Heute ist wohl ihr Glückstag. Rein zufällig weiß ich von einem geheimen Waffenlager des Militärs, das vom Zahn der Zeit unberührt blieb. Wenn Sie mehr wissen möchten, müssen Sie zum guten Kampf beitragen. Ja, dann red doch gleich. Gut, denn das wird nicht einfach. Galaxy News Radio ist mein Baby. Ich liebe es, Ja. füttere es und wechsle ihm die Windeln. Ja. Da ist nur eins. Außerhalb von DC hört es keiner schreien. Wissen Sie, irgend so ein Supermutant dachte sich, es wäre witzig, das glänzende, runde Ding auf dem Washington Monument unter Beschuss zu nehmen. Ich sehe schon, wo das hinführt. Genau. Das glänzende Ding war unsere Sendeantenne. Jetzt sieht sie aus wie Schweizer Käse. Ohne sie ist unser Sendebereich sehr eingeschränkt. Natürlich gibt es den Hersteller der Sendeschüssel schon lange nicht mehr. Was bedeutet, dass wir vergessen können, einen Ersatz dafür zu bekommen. Supermutanten, Sachen in die Luft jagen. Ich werde... Es ist risikoreich. Warum sollte ich lügen? Aber in Ihren Augen sehe ich etwas, das geradezu herausschreit. Ich zieh den Karren aus dem Dreck. Ihr Papa hatte denselben Blick. Deshalb hilft Three Dog Ihnen. Na gut, wie kann ich behilflich sein? Einer der Kerle der Bruderschaft erwähnte mal, so eine Schüssel in einem der alten Museen von DC gesehen zu Genau. haben. Das ist die Schüssel des alten Mondlandegerätes Virgo 2 im Technischen Museum. Sie müssten sie klauen, zum Washington Monument bringen und sie anstelle der kaputten montieren. Das wäre alles. Wir haben einen Deal. Ich kenne eben meine Pappenheimer. Ja, genau. Sie sind das Beste, das Galaxy News seit langem passiert ist. Na, wirklich? Wenn Sie noch weitere Infos brauchen, ich warte hier auf Sie. Ja, genau. Mach mal. Du schlaf dich aus, du hast ja so einen anstrengenden Tag und ich begebe mich mal auf die Reise, um mich von Supermutanten verprügeln zu lassen. Ja, genau. Die mir gewiss so dermaßen den Arsch aufreißen, dass bequem ein 40-Tonner drin parken könnte. Ja, bla bla bla. Okay. Gut. Wir sind ja jetzt bald eine Zeit unterwegs. Hä? Wisst ihr, was jetzt geil wäre? Megaton. Bevor wir diese Reise jetzt antreten, begrüße Meister. Alles Spaghetti Paletti, Paletti Spaghetti, ha? Du alter Tausendsasser, du Lukas Sims Haus. Mal kurz nach Hause spazieren. Uns ein bisschen was entledigen.
Siehst, wir bräuchten ein Waffengeschäft. Billy Creel. Schau, ich bin umgeben von lauter Vollidioten. Jetzt überlege ich nur gerade, brauche ich von ihr was? Sind Sie intelligent? Nein, Haben Sie ein Oberhaupt? Nein. Eine Art König? nein. Oder Priester? Oder irgendein schleimiges Gemeinschaftshaus? Ja. Wir können die Sache nur auf eine einzige Weise überprüfen. Legen Sie den Beobachter einfach in einen Laichball am War Memorial. Ich mache den Rest. Ja. Ich habe die Baupläne für einen sogenannten Rocketwerfer. Ich verkaufe auch alle Komponenten. Sie können die Waffe also selbst bauen. Ja. Keine Sorge wegen der Munition. Dieses Baby verschießt jeden Schrott, den Sie im Ödland finden. Aschenbecher, Teddybären, was auch immer. Wenn Sie jemals spezielle Waffen bauen möchten, können Sie gerne meine Werkbank hier im Laden benutzen. Sie brauchen nur die Baupläne und Teile. Schaut mal, was wir im Angebot haben. Schauen Sie ruhig. Ja, danke, Meisterin. Du bist ja ein richtiger Satansbraten. Mhm. Die brauchen wir aber nicht. Perfekt, das ist die mit den meisten Schaden. Ja, genau. Die behalten wir uns noch ein bisschen. Sprache plus 5, Strahlenschutzanzug, Tunnelschlangen-Outfit. Dietrich, Wissenschaft, Wanderhändler. Okay, jetzt müssten wir aber mal schauen. Warte, bis sie wird doch gewiss ein paar Stimpaks haben. Die gute. Na genau. Mentats, Wahrnehmung und Intelligenz plus 5. Jetzt schaue ich nur gerade, ob man vielleicht irgendwas... Nee. So machen wir's. Danke. Gute Jagd. Ja, danke schön. Bis bald. Ja, bitteschön, Meisterin. Ach, sie ist so süß. Die Frau ist so richtig zum Knuddeln. Ah, ist das nicht ein Begleiter? Mal schauen, später mal. Saloon. Commons, ich suche das Waffengeschäft. Falls es hier überhaupt ein Waffengeschäft gibt, denn bevor wir uns auf die Reise machen, möchte ich ja doch noch ein bisschen was einkaufen. Was war hier? Haus der Gemeinschaft. Nö, das hört sich so gemeinschaftlich an, das will man nicht. Das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Wenn es überhaupt einen Waffenladen gibt, heißt's. Jericho. Mein Megaton-Haus. Gut, dann werden wir mal ein bisschen was lagern. Die lassen wir. Die lassen wir hier. Das lassen wir hier. Den Fatman lassen wir hier. Das lassen wir hier.
Die Jagdflinte lassen wir da. Die Kampfflinte nehmen wir mit. Die Laserpistole kann man mitnehmen. Lassen wir derweil die Splittergranaten auch hier. Genau. Dann, da müssten wir schauen, ob wir nicht irgendwo was Besseres finden. BZW. Ja, schleichen tun wir derweil nicht. Weg damit. Sprache +5. Den Strahlenanzug brauchen wir derweil nicht. Brauchen wir derweil nicht. Kleine Waffen. $1452. Was das geil. Metro-Ticket. Okay, hier hätten wir noch was zu essen. Na gut. Machen wir mal 11 Stunden. Okay. Und in der nächsten Aufnahme nein, wir schauen jetzt, ob wir noch was, ob wir noch Waffen finden. BZW, ein Waffengeschäft. Aber wo finden wir ein Waffengeschäft hier in diesem Megaton? Weil bis wir nach River City kommen, wird es noch eine Weile dauern. Ja genau, du mich auch. Megaton-Klinik. Hund, du gehst mir auf den Senkel. Denken Sie noch nicht einmal daran. Meine Güte. Sie sehen nicht krank aus und schon gar nicht tot. Also warum gehen Sie mir auf die Nerven? Weil ich dir auf die Nerven gehe, du Anus. Nicht ganz so gut wie das normale Vault-Zeugs, aber es wird gehen. Das freut mich aber für dich, du Warze. Wir nehmen hier nochmal 5 Stück mit. Genau. Danke, Meister. Sind Sie fertig? Ja. Gut. Ja. Ja. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Natürlich, natürlich. Hund, schleich dich aus dem Weg, du kleine Boxer, du. Das Washington-Monument. Ich glaube, hier müssen wir her. Ja. Ich glaube, hier ist die nächste Aufgabe. Atrium. Ja, hier müssen wir rein. Also dann. Ich hoffe, du hattest jetzt ein bisschen Spaß in der Geschichte hier. Ja, der Rest, den siehst du dann, wenn es das soweit ist. Und in der nächsten Aufnahme gehen wir ein bisschen Supermutanten verprügeln. Ha ha ha! Papa dabei. Remember every word you said. But you never called me back. Time that I tap my heart, laughing like a child. From those dear hearts, people who live and love in heart.